Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Weibmann Solé und Weibfrau Juhe, liebe Kinder, ich bin's, der Musikjäger Marius. Willkommen zu Radio Waldrand, einem Podcast für Kinder von Marius und die Jagdkapelle. Ich bin frisch zurück aus der Ferien im Fall. Mit dem Musikjäger von der Jagdkapelle sind wir wie jedes Jahr zu Mürschwil auf dem Zeltplatz gsi. Hey, und es hat zeitweise halb geschneit, so kalt ist es gsi. Aber wir haben es sauglatt gehabt. Wir haben immer Rundlauf gemacht am Ping-Pong-Tisch. Wir haben Glasse gegessen, wenn die Sonne vorgekommen ist. Und wenn es mal ein bisschen wärmer geworden ist, dann sind wir im Bodensee baden. Kennt ihr den Bodensee? Der ist dort, wo Deutschland ist und so. Weißt du, der grosse See. Grösser als der Zürichsee. Also gut, wenn wir im Badi oder in den See gehen, baden, dann ist im Fall da der einzige Moment, wo auch der Tomber, der Klavier und Handorgel spielt, Tomber, kennt ihr, oder? Von der Jagdkapelle. Wenn auch mal der Tomber sein Panda-Gewändchen abzieht und der... Marius, pfui Teufel! Also, weiss ich, grusig, das ganze Jahr immer das an dem Konzert und dann tut das ab, das Wasser, da hat sicher noch irgendwie, hat sich gerade verfärbt, ja, braun. sag oder mal, jetzt übertreibst du es wieder ein bisschen. Also, Kinder, mit mir im Studio da ist Seichhörnli wieder mit dabei. Ja, Seichhörnli-Mädchen, die mega krass gut ist im Seich machen. Ja, jawohl, genau. Auf alle Fälle sind wir traurig gewesen, Kinder, weil unsere Jägerferienwoche schon wieder vorbei war. Und wir mussten zurückkommen. Der Bärenküsler hat sich zwar gefreut, weil der geht nicht gerne auf fremden WCs aufs WC. Der geht am liebsten daheim aufs WC. Aber wir anderen, wir waren ein bisschen traurig, dass die Ferien vorbei waren. Es waren so schöne Ferien. Und Marius, hast du noch ein bisschen Mühe reparieren können? Nein, also es eben jetzt nicht gerade Dachs Adalbert und Kind. Das ist der gute Dachs, der Adalbert. Der ist auch mit mir in der Jägerhütte von Marius und die Jagdkapelle dabei und macht mit bei Radio Waldrand heute. Also, und ich habe gedacht, dass ich zwar nicht haben müssen brüllen, aber ich habe gedacht, dass die Kinder jetzt sicher auch schon ein bisschen traurig sind, weil ihre Ferien jetzt schon oder bald dann vorbei sind. Und darum habe ich schnell ein «Ferien sind vorbei» Lied gemacht. Ja, wo du sehr gern dort draussen nach der Sendung vorsingen kannst. Oder vielleicht auch am Hasselbus oder irgendjemandem, aber bitte nicht jeden. Also, was? Also, wieso sagst du jetzt das, Ja, Seichhörnli? dann singst wieder so ein «Oh, schönes Lied». Und ich finde, dass da ja nicht immer alle hören müssen, wenn du ein neues Lied machst, Mann. Also Seichhörnli, so fies und frech. Ja, stimmt, du Zwetschge. Überleg dir doch zuerst mal, ob das für die andere Person auch lässig ist, wenn du etwas sagst. Es gibt lustige Seich und nicht lustige Seich, die man machen kann oder sagen oder frech sein oder so. Und das ist jetzt für mich voll nicht lustig gewesen. Ja, Entschuldigung, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns und den Kindern, die zulassen, die sicher wunderbare Lied schnell vorsingst, du lieber Satz. Okay, also das ist jetzt wieder ein bisschen übertrieben gewesen, Seichhörnli. So glaubt ihr das niemand. Ja, also ist ja gleich. Ich sing's jetzt einfach. Kind, Ja, Achtung. ich freue mich total, Marius. Also gut, los. Die Ferien sind vorbei, sind schöne Ferien gsi. Ach, gängt die Ferien nie vorbei. Wieder mal ein bisschen Doma gesehen, alles ein bisschen gemütlich nehmen. In Badi gehen als Plampelo, ich hätte eine Woche mehr genommen. Die Ferien sind vorbei, sind schöne Ferien gsi. Ich wünsch, die wären nie vorbei. Morgen mega früh aufstehen für die Reise, zum mit Ferien gehen.
im heißen Auto im Stau stehen und dann endlich ankommen. Am Meer im Land, wo's wärmer ist, Sonnencreme und frische Fisch. Jeden Tag ein Klasse haben, wo man nur mit Euro zahlen kann. Die Ferien sind vorbei, sind schöne Ferien gsi. Ach, gängt die Ferien nie vorbei. Im Städtli ein bisschen rumlaufen, für alle ein Armbändli kaufen. Und schon wieder ist es Zeit, dass es Klasse gibt. Der Papi ist schon gut aufgelegt, hat mich zum Spass im Pool reingehauen. Die Mami ist irgendwie glücklich wie sonst nie. Die Ferien sind vorbei, sind schöne Ferien gsi. Ach, gängten die Ferien nie vorbei. Und jetzt fängt das wieder an mit Aufstehen und in Kinski gehen. Nach der Schule in Ufzgi haben, Schwimmschule, Flötenstunde und so. Die Ferien sind vorbei und gleich freue ich mich, dass es losgeht und auf meine Gespönli. Die Ferien sind vorbei und ich freue mich, weil das sind auch schöne Ferien gsi. Also bravo, bravo. Also ich sag nur eins, Marius. Bravissimo. So schön. Aber also, was sind Ferien und warum haben wir eigentlich keine solche? Ja, also danke, Seichhörnli. Ich merke, du hast das total ernst gemeint auch. Also, Ferien. Ja, Ferien haben wir Menschen, weil wir ja nicht immer arbeiten können, in die Schule oder in Kinski gehen. Man muss sich auch mal entspannen und ein bisschen irgendwo hingehen, wo es anders schmeckt, wo man anders redet, wo es anders zu essen gibt, wo man anders zahlt. So ein bisschen Abwechslung halt, ja. Wo man kann miteinander, mit der Familie oder so, weißt, einfach ein bisschen eine schöne Zeit zusammen haben und sich entspannen. Also das ist fies. Ich habe nie Ferien. Ich will auch eine schöne Zeit haben und mich im Wald von dem Stress erholen, wo da wir wilden Tiere im Wald die ganze Zeit haben. Seichhörnli, wir Waldtiere, wir haben im Sommer ja auch ein bisschen Ferien, oder? Ich meine, ich bin eigentlich in dieser warmen Sonne auch nur ein bisschen rumgelegen. Also eigentlich wie immer. Aber nein, im Sommer ist da bei uns im Wald auch sehr relaxed, wie man heutzutage sagt. Also, ja, stimmt, Seichhörnli. Also, was machst du nach dem Sommer im Herbst? Ja, also dann habe ich ganz viel zu tun. Also ich muss so viel Nüsse sammeln für den Winter, mein Kobold, also mein Nest wieder schön festmachen, damit es mir im Winter nicht auf den Nägel schneit und so Zeug. Ja, und ich tue meine Höhle mit Moos und Gräser schön weich machen für die Winterruhe. Und dann muss ich viel fressen, weil ich im Winter ja eigentlich nur rumdöse und schlafe und nichts mehr essen tue. Also sonst Stress ist das im Herbst. Genau, also gut. Und was macht ihr denn im Winter? Dösen, schlafen, pfusen und manchmal wieder raus zum Bisseln und so. Also weg, Adalbert. Es gibt Sachen, die muss man nicht erzählen vor den Kindern bei Radio Waldrand am Podcast. So, also, und warum? Weil das Binsen nicht gern machen, übers Brünzeln und übers Gacken reden. Aha, ja, und wegen warum nicht? Warum? Ja, stimmt, das weiß ich eigentlich auch nicht, warum. Ja. Ist ja gleich, können wir wieder mal das Thema wechseln. Also, Seichhörnli, was machst du im Winter? Ja, dann habe ich voll den Stress. Ich muss alle Nüsse, die ich versteckt habe im Herbst, an meinen Keimort suchen und dann zuerst den Schnee wegfahren und dann in die gefrorene Erde graben. Ein mega Stress. Und die rausholen. Und ja, meistens habe ich sowieso vergessen, wo ich die Nüsse versteckt habe. Dann suche ich am falschen Ort und ein Stress. Ja, genau. Aber dann freut sich ja der Wald, weil es aus deinen vergessenen Nüssen ja den Bäumen gibt. Gut. Ja. Und was machen die Tiere denn nach dem Winter im Frühling?
Frühling, ja, voll Stress. Aufwachen, dann stricken, mega viel gähnen, nach so langer Winterruhe und dann wieder das ganze Fett fressen, das wir im Winter verloren haben, wenn es zu wenig Fressen gibt im Winter unter dem Schnee und weil die einen wie ich eine Winterruhe oder auch einen Winterschlaf gemacht haben. Ja, und dann haben alle Waldtiermännchen so einen Stress im Frühling, weil die müssen ein Weibli suchen, rumblöffen und zeigen, dass sie super sind. Und dann, wenn das Weibli sie auswählt und sagt, ja, du kannst kommen, dann machen sie Junge und dann müssen wir, die Jungen aufziehen. Das ist wirklich sehr streng im Frühling, weiss. Ja. So, genau, ja. Und im Sommer, was machen die Tiere im Sommer? Ja, eigentlich nicht. Ja, also, ja, nada, wie der Ding sagt. Eben, ja, nichts. Tada! Eben, ihr habt auch Sommerferien. Ihr wisst es nur nicht. Willst du mal dabei sein und sehen und hören, wie das so ist, wenn ich den Podcast aufnehme? Willst du das Geheimnis über den Tofuchs, den Dachs Adalbert und das Eichhörnchen erfahren? Radio Waldrand ist am 26. November zu Gast im Rössli-Stäfen. Und du kannst dabei sein, mitmachen, Fragen stellen. Und wenn ihr schön brav sind, dann spiele ich euch noch ein bisschen Lieder vor. Anmelden kannst du dich mit dem Link in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf www.kulturkarussell.ch. Ja, liebe Kinder, es würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt, aber jetzt zurück zu den Ferien. Seht ihr, ihr habt auch Sommerferien. Ich sag's ja. Ja, jetzt wo du sagst, Ja, eben. Marius, du Ja. dachtest, Adalbert, wir haben ja auch Sommerferien. Ja. Ich kann schnell ein bisschen umfragen, was die anderen Waldtiere in den Sommerferien, die wir in dem Fall auch haben, so gemacht haben. Die ganze Sommer. Warte, ich nehme das Mikrofon mit. So, Du kannst doch nicht... Das Mikrofon mit. Zeichern, du kannst doch nicht einfach das Mikrofon zeichern. So, Kinder, jetzt bin ich da im Wald. Was sehe ich für ein Tierwasserli? Also, da ist ja das Walbe Ferdinand. Das Walbe Ferdinand, hoi, Ja, hallo. aus. Lass mal, Ja. was hast du eigentlich in der Sommerferien so gemacht? Ja, Ferien. Der Sommerdorf Ach so, Ferdinand. ja, so. Ja. Also ich bin von Afrika her wieder zurückgekommen. Also ich bin jetzt Afrika im Winter. Wir Zugvögel kommen dann im Sommer da an und dann, ja, was habe ich gemacht? was Ich habe hast mich du gemacht? ausgeruht. Zuerst Ja. mal, ja, ausgeruht und ja, dann, was habe ich gemacht? Ja, ich habe noch was? gechillt. Ich bin noch ein bisschen auf die höchste Tanne, auf die Spitze, bin dort gelegen und habe alle meine Füße und Federn in die Sonne gekippt, damit es durchgeluftet wird, wenn es so schön warm wäre. Denn ich finde es so schön, wenn die Federn so warm sind. Und dann habe ich mir voll mein Schwalbe bei. Weißt du, die Füße habe ich mir verbrennt. Wegen dem Sonnenbrand. Darum. also, ist voll verbrannt. Ja, also hast du Sonnencreme ab für Sonne gestrichen? Was? Nein, habe ich nicht gemacht. Also was? Ja, es Nein. brennt sehr arg fest, du. Es brennt fest. Ich halte das fast, ich halte das fast nicht Ja. aus. Was kann man denn gegen den Sonnenbrand machen am Fuß? Ja, das Walbe Ferdinand, wirklich. Also das ist ja klar, kühlen mit Eis, hallo, oder Schnee. Muss halt schnell warten, bis der Winter kommt. Und was ist das, der Schnee? Und was ist der Winter? Also, was ist Eis? Ich bin total überfordert. Ja, ich helfe das Walbe Ferdinand. Also, es stimmt nämlich, sobald es da bei uns ja Herbst wird, fliegt er wieder in den Süden. Genau. Ja, nach Afrika oder in Tessin oder Madagaskar. Einfach in den Süden halt, wo es immer schön warm ist. Ja, und weil es in Afrika keinen Schnee hat, weißt du ja gar nicht, was das ist. Schnee. Genau, Stimmt. das weiß ich nicht. Ja, also ich kann dir jetzt wirklich nicht weiterhelfen. Das Walbe Ferdinand, ich kann anders zu tun. Ich muss wissen, was die in der Sommerferien machen hier im Wald. Flieg doch schnell zum Samichlaus. Weiss, der kann Vögelis, der Samichlaus, oder zum Marius, der kann auch Vögelis. Die helfen dir also Ziel. Ja, super, du, vielen Dank. Dir aus, Chilp. Ja, also gut, ich gehe mal weiter, Kind. So,
Da vorne ist der Oberjägermeister Brünzli. Den frage ich auch, wann er in der Sommerferien gemacht hat. Und dann kann man den Brünzli ja gerade auch noch ein neues Fluchwort oder ein Schimpfwort beibringen. Herr Brünzli! Bessere Schimpfwörter lernen mit dem Oberjägermeister Brünzli. Was meinst du eigentlich, wo ich in der Ferien war? Ja, im Ticino, hinten am Lago Maggiore, auf dem Campingplatz in meinem Wohnwagen, mit den Kollegen vom Metzgermeisterverband. Ja, wir haben ein wunderbares Treffen gehabt. Ja, und dann sind noch die Jäger von der Tessiner Sektion Cacciatore del Funghi. Oh nein, wir haben wunderschöne italienische Fluchwörter gelernt. Die haben mir das beigebracht. Ja, wunderbar. Alle lassen, Kind, ich lerne jetzt italienische Schimpfwörter, wo ihr könnt sagen, ohne dass Mami und der Papi schimpfen müssen. Also, Nummer 1, oder wie der Tessiner sagt, Numero 1, sei und testa die Rappa. Das heisst, du rüblicher. Also, sagen alle, sei und testa die Rappa. Nein, die künftige Tessiner. Warte. Nochmal eins. Achtung. Sei und polpettone. Sei und polpettone. Das heisst, bist ein Hackbraten. Oder, nochmal eins. Nicht fertig. Nochmal eins. Oder, Achtung. Mamma mia. Che cavolo! Das heisst, was für ein Kabis. Ja, wir haben schön mit den Jägern aus der italienischen Schweiz in der Ferien. Ja, sie haben immer gelacht und mir Strunz und Skemo gerufen. Ich weiss nicht, auch nicht recht, was das heisst. Ich habe ihn gefragt, was heisst denn Skemo? Dann haben sie gesagt, das heisse Supertyp. Ja, du, dann habt ihr mir das immer gesagt. Und ich, am Morgen, wenn ich gekommen bin, habe ich gesagt, Buongiorno, io uno schemo, gell? Nein, die Tessiner Jägerkollegen, heiligs verdienen, das sind alle Sommerferien gewesen. Der Brünzli nervt doch li, la 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 la. So, ich bin wieder da im Wald, machen alle tatsächlich auch Sommerferien, sogar der Brünzli. Apropos du, Dax Adalbert, in der letzten Folge Radio Waldrand bin ich ja für dich in der Jugendherberge St. Gallen gewesen. Ja, weil ich im Wald eine Jugendtierherberge machen will. Ja, hey Kind, habt ihr die letzte Folge gehört, wo ich in die Jugendherberge gegangen bin? Also gut, also Adi, wie bist du denn eigentlich mit deiner Wald-Jugendtierherberge? Ja, also ich habe schon ganz viele neue Kammern in meiner Höhle gehabt, dass es dann auch Platz hat. Ja, aber es ist eben Ferienzeit, habe ich jetzt gelernt im Sommer. Da stresst sich also nicht. Nein, da muss doch nicht stressen. Und also sind Mäuse zu dir in die Höhle gekommen, go Nussball spielen, Nussvolleyball. Nein, ich habe den Mäusen gesagt, sie sollen die Musikjägerhütte von der Jagdkapelle, also da hin, Ferien machen das Jahr, weil ich am Bauen bin. Ich habe gesagt, dort hat es auch viele gute Sachen zum Essen für Mäuse. Ich muss jetzt meine Höhle umbauen und sie haben keinen Plan. Ja, super, danke Dachs. Drum ist in der Jägerhütte alles angefressen. Aber wenn ich auch sagen, liebe Tiere, die zulassen und liebe Kinder, wenn ihr mal wollt, in meiner Jugendtierherberge, also in der Höhle, in einer richtigen Höhle, Sommerferien machen, die ist bis nächste Sommerferien also voll bereit. Voll bereit, nachher noch Wüste. Ja, also, super, Dachs Adalbert. Aber jetzt wieder zurück zu den Ferien. Also, ja, liebe Kinder, jetzt geht es ja dann wieder los. Und für die einen ist es schon wieder losgegangen mit Schule und Kinski. Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir vom Dachs Adalbert noch einen Tipp für ein schöneres Leben bekommen. Adalbert, bist du bereit? Ja, seit ich geboren bin ich bereit. Ah, super, also los. Schöner Leben mit
Tag, Albert. Wenn's jetzt denn wieder losgeht mit der Schule und dem Kinski, dann mach, dass dies Mami und dein Papi ganz verwundert, glücklich und gut gelaunt sind. Weil wenn dein Papi und dein Mami gut gelaunt ist, dann ist auch dein Leben schöner. Und sie gibt dir eher das, was du willst. Also zum Beispiel doch nochmal ein Glas oder noch 2 Minuten länger Computer schauen oder so. Darum verwirren deine Mami und dein Papi total, indem du 2 Tage lang immer sofort alles machst, was sie wollen von dir. Ohne eine Miene verziehen, Zähne putzen, wenn sie sagen, du musst Zähne putzen, Bischi anlegen, ohne ein Wort. Und dann sofort ins Bett und so Sachen. Und immer lächeln dazu. Und du wirst sehen, du wirst ein glückliches Leben und ein reiches, von erfüllten Sonderwünschen erfülltes Leben haben. Mach's, wie du dachst. Ja, danke, das ist wieder sehr ein tiefgründiger Tipp von dir, Adalbert, für ein schönes Leben. Danke vielmals. Ich denke, wir sind aber auch am Ende angekommen von dieser Folge jetzt. Für die noch nicht eingeschlafen sind, ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Sommerferien gehabt, liebe Kinder. Vielleicht sehen wir uns an einem Konzert und vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao! Also sicher hören wir uns bei der nächsten Folge Radio Waldrand. Ich schwör's. Tschüss! Wir sehen uns, wenn ihr denn mal in meine Jugendtierherberge kommt. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.